Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Viva la Movilusion und höchstwahrscheinlich, wenn ich es noch schaffe, die letzte Folge im traurigen Jahr 2020. Und mit dabei ist der Mike. Servus, grüßt euch. Und kein Kane heute, hat aber einen speziellen Grund, weil der Mike und ich, wir reden halt über unsere Top 10 2020 veröffentlichten Filmen. Und zwar basierend auf unseren Top 10s aus Letterboxd. Mike, magst du vielleicht kurz mal für die ganzen Hörer, die nicht wissen, was Letterboxd ist und warum wir jetzt da Listen haben, das kurz mal erklären? Ja, sehr gern. Also Letterboxd ist eine ganz praktische App, da meldet man sich an, da holt man sich die App aufs Handy und kann sich quasi ein Filmtagebuch führen, in dem man immer reinschreibt, was man gesehen hat, oder kann man bestimmte Filme adden, die man gesehen hat, und die kann man dann auch bewerten. Man kann das Ganze dann auch später filtern, also das Ganze macht dann erst wirklich einmal so richtig Spaß, also von meiner Seite her so richtig Spaß, wenn du einmal ein Jahr oder vielleicht sogar 2 dabei bist, weil ich dann einmal nachvollziehen kann, was habe ich das ganze Jahr über gesehen und wie habe ich manche Filme gefunden, und wenn ich dann einen Rewatch mache, kann ich dann schauen, okay, wie habe ich ihn vor einem Jahr gefunden, den Film, oder finde ihn jetzt besser, finde ihn schlechter. Und man behält einfach immer einen Überblick, eben, was man auch gesehen hat. Für uns ist es eben jetzt super für unsere Top 10, weil ich bloß klicken brauche, zack, top bewerteste Filme 2020, zack, und dann haut er mir da alle Filme her und ich filtert mir die ersten 10 raus und schon ist unsere Podcast-Folge fix. Genau, und bei Letterboxd kann man auch nur Listen erstellen, und da haben wir zwar uns eben jetzt eine Liste erstellt, Best of 2020. Wie du schon sagst, man kann ja dann schnell filtern und dann gucken, was hat man 2020 oder was ist an veröffentlichten Filmen 2020 alles gesehen worden. Bei mir war das erschreckend kurz. Liegt natürlich auch daran, ich schaue Filme hauptsächlich, also gerade wenn es eben neu rauskommen, im Kino. Und das war ja jetzt in diesem Jahr relativ mau. Ja. Weißt nicht, ob es dir da auch so geht? Die Auswahl war hübsch limitiert, da muss ich da auf alle Fälle recht geben, weil bestimmte Filme, wo ich das Jahr 100%ig gesehen hätte, wie Conjuring 3 oder eben jetzt Wonder Woman 84 oder sowas, oder James Bond, ganz wichtig, warten wahrscheinlich in die Liste mit eingeflossen. Hoffe ich jetzt einmal. Aber wie gesagt, jetzt haben wir das Beste draus machen müssen aus den Filmen, die wir gesehen haben. Und ja, es war ein wenig schwierig, aber man hat sich doch seine Tops und Flops schön rausfiltern können. Genau, also das heißt, jetzt nicht gleich wieder abschalten, weil das macht's natürlich dann dadurch auch wieder ganz spannend, was ist bei uns in die Liste reinkommen, wenn schon dieses Jahr nicht ganz so viel geile Filme rausgekommen sind. Zum Vergleich, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Letterboxd, ich habe dann aber auch noch ein Best-of 2019 gemacht, weil ich einfach mir gedacht habe, ja scheiße, und der war auch 2019 und der auch, oh Gott. Und dann habe ich mir auch das gleiche nochmal vorbereitet mit der Liste, geschaut, was war 2019 alles draus, da habe ich mir gedacht, Alter, ich weiß ja gar nicht, was in die Top 10 reinpacken soll. Das stimmt. So viel geile Filme, also da schon Parasite oder der neue Tarantino, also für mich war das halt eines von den Highlights, aber Irishman, oi. Ja, das stimmt. Also ich hab mir Listen gemacht für die letzten 10 Jahre, die besten 10 Filme der letzten 10 Jahre. Und wenn ich dann schaue, 2018 und 19, also da haut's da das Blech weg, was da für geile Filme gekommen sind. Wenn ich allein schon Midsommar oder Lighthouse, Mandy, Hereditary, weißt du, dieser Remake von Suspiria, es waren unglaublich gute Filme dabei, und dieses Jahr war es halt eben, ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, vielleicht sagen wir auch noch dazu, wenn uns leider wegen nachschauen wollen, was wir mir so angeschaut haben und dass wir wegen sehen, was uns gefallen hat und was nicht. Ich heiße bei Letterboxd Terror Vision, und bei dir? Und ich heiße Womble und dann 2Z. Aber wir packen die Links dazu einfach nochmal in die Beschreibung rein. Genau, super.
auch nochmal zu den Listen. Dann könntest du nämlich einen Kommentar drunter schreiben, wie scheiße wir sind, wenn es euch nicht gefällt. Aber jetzt würde ich sagen, genug erklärt. Wir fangen jetzt einfach mal an. Genau. Und zwar, wir machen das von hinten und wir schauen, dass wir es immer relativ kurz halten. Bei mir sind einige Filme dabei, aber auch bei dir, über die wir schon einen Podcast gehalten haben. Das heißt, da werden wir dann die Handlung oder so jetzt nicht extra nochmal erklären. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und Mike, du darfst anfangen. Was ist denn auf deinem Platz 10? Mein Platz Nummer 10 ist Underwater mit der Kirsten Stewart. Da haben wir auch schon einen Podcast drüber aufgenommen. Ich fand den einfach super atmosphärisch spannend, war super gut gemacht, auch von den Effekten her. Das Setting ist immer toll. Unterwasser-Horrorfilm, der auf engstem Raum und mit klaustrophobischen Elemente spielt und dann noch mit epischen Kreaturen mit dabei. Also ich war begeistert. Ja, also der kommt bei mir auch nochmal später vor. Du darfst natürlich eine vergessen, eine halbnackte Kristen Stewart, die da auf jeden Fall überzeugen kann, ist einfach top. Auf jeden Fall. Und also ja, wie sagt man, das Final Girl oder die Leading Role, die steht ihr, also sie kann das. Viele sagen ja immer, dass sie immer nur ein Gesicht aufhat, wo es jetzt in dem Film eigentlich ganz schön wurscht ist, weil sie ist einfach eine taffe Frau und dass bei dem Film allgemein nicht viel zum Lachen gibt, da ja ab Minute 3 der Film so richtig fetzt und da nicht viel humorische Einlagen dabei sind, steht ihr das Ganze. Also sie tragt den Film meiner Meinung nach sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Da hat man sich ja einige Sequels wünschen. Ich sage jetzt nicht einmal ein Sequel, ich möchte mehrere. Sehr gern. Bin ich dabei. Gut, dann bei mir auf Platz 10. Ich fange mit einem Kinderfilm an, und zwar Onward. Onward, keine halben Sachen. Warum der deutsche dämliche Untertitel da dabei ist, keine Ahnung. Ist ein Pixar-Film im März 2020 ins Kino gekommen. Habe ich leider nicht im Kino anschauen können, aber Ende des Jahres auf Disney+. Um was geht's in Onward? Ja, die Welt von Magie und Fabelwesen ist in früheren Zeiten hauptsächlich durch Zauberei beeinflusst worden. Also die haben dadurch ein Licht erzeugt und sowas. Und das ist so lange gut gegangen, bis die Technologie immer weiter vorangeschritten ist. Ja, durch Technologie, zum Beispiel Strom, ist natürlich Zaubern dann irgendwie überflüssig worden und ist dadurch immer und immer mehr in Vergessenheit geraten und die ganzen Fabelwesen haben sich halt mehr auf die neue geile Technologie versteift. Ja, und dann Sprung in die Gegenwart, die ganzen Fabelwesen, die gehen ganz normalen Jobs nach und müssen halt einen Schul und alles und dann geht's halt hauptsächlich um zwei jugendliche Elfenbrüder, und zwar Barley und Ian. Der Barley ist ein total fanater Zauberfan und lebt für seinen Van und der Ian macht seine ersten Schritte so Richtung Erwachsenwerden, also muss einen Führerschein machen und so, und das fällt ihm allerdings nicht so leicht, weil er seinen Vater vermisst, den er selber auch gar nicht so richtig kennengelernt hat, weil der, als er nur ganz ein kleiner Bub war, gestorben ist. Ja, und dann an dem Geburtstag vom Ian, da erhalten sie dann ein Geschenk, ein nachträgliches von ihrem toten Vater über ihre Mutter, der eben wollte, dass sie das Geschenk dann bekommen, wenn beide in einem gewissen Alter sind. Das Geschenk ist ein Zauberstab und mit einem Hinweis auf einen Zauberspruch, dass man einen Toten für einen Tag wieder lebendig machen kann. Ja, und beide wollen natürlich, dass dann ihr Vater einen Tag wieder mit ihnen verbringt und probieren dann den Zauberstab. Und dabei geht allerdings ein bisschen was schief und nur die Hälfte von ihrem Vater wird wieder erweckt, und zwar die untere Hälfte. Das heißt, viel mit Reden ist da auch nicht. Ja, und um den Rest von ihrem Vater wieder zu erwecken, müssen die beiden sich auf eine Reise, beziehungsweise wie es im Film immer und immer wieder erwähnt wird, eine Quest begeben und ein magisches Artefakt finden. Ja, mehr erzähle ich jetzt dazu nicht. Es ist typisch Pixar, zum Schluss aussieht sehr emotional, regt er zum Nachdenken an. War für mich echt cool. Hätte ich eigentlich gern dann im Kino gesehen, aber für mich Platz 10, einfach auch wegen den coolen Ideen. Irgendein Centaur ist der Polizist, Trolle sind Verkäufer, es gibt verzauste Einhörner, die Müll aus Mülltonnen fressen. Finde ich super. Ja, hat mir auch gefallen. War gut.
Auch die ganze Vermischung mit mystischen Kreaturen und dann mit der Moderne und so und wie es ihre ganzen Fähigkeiten eigentlich verlieren mit der Zeit und wie das dann teilweise auch bei manchen wieder kommt, wenn sie an die alten Zeiten erinnern, wie das war in die Schlachten und was früher alles gemacht haben und so, war sehr amüsant auf jeden Fall und am Schluss wirklich sehr emotional, ja. Ja, also das Ende hat mich ein bisschen überrascht. Also hätte ich gedacht, dass es irgendwie anders ausgeht. Ich muss sagen, der Film war dieses Jahr gar nicht so richtig präsent. Natürlich auch, dass wir ein sehr kurzes Kinojahr einfach gehabt haben, aber auch der Titel so nichtssagend ist. Mhm, das stimmt. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob Onward für irgendwas Spezielles nochmal steht, aber keine Ahnung, das hilft dem Film nicht wirklich. Das stimmt. Aber wie gesagt, wenn oftmals oder wenn das Pixar-Logo erscheint, dann bin eigentlich ich schon immer im Boot, weil mir die Pixar-Filme eigentlich alle immer gefallen. Also die haben immer ein starkes Niveau und da haben auch die Schwachen immer noch tolle Filme, muss ich sagen. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe mir jetzt den Soul angeschaut. Jetzt weiß ich nicht, ist das auch ein Pixar oder ist das auch ein Disney-Film? Nein, das ist ein Pixar-Film. Über den reden wir dann nochmal, weil der kommt bei mir dabei weiter oben in der Liste. Oh, okay, alles klar. Gut, dann da ich sagen, machen wir weiter. Platz 9, Mike. Bei mir ist Platz 9, ich habe noch schon mal kurz angeschnitten bei unserer Wahl 6, und zwar Vivarium mit dem Jesse Eisenberg und der bezaubernden Imogen Poots. Hat mir unglaublich gut gefallen, ist wieder eine lange Folge Twilight Zone. Du wirst reingeschmissen in ein ganz komplett surreales Setting, ganz surreale Ereignisse. Der Film erklärt überhaupt nichts. Du musst selber deine Schlüsse ziehen aus dem Film, wo es da an Bilder gibt. Also er ist total abdraht und viele Leute, mit denen wo ich geredet habe, auch die, wo ich dann gestern habe ich mit einem Spezi geredet, Servus Armin an der Stelle, wo ich gesagt habe, ja, meine Top 10 und Vivarium ist auf Nummer 9, sagt er, spinnst du, so ein Scheißdreck, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, kann ich auch verstehen. Meine Frau ist auch da gesessen, die hat gesagt, hast du für den Film ein Geld gezahlt? Sag ich, ja, du spinnst doch. Sag ich, na, der war doch super, warum hat er dir nicht gefallen? Aber wie gesagt, man muss sich damit klarkommen, dass dir der Film nicht viel an die Hand gibt und du einfach deine eigenen Schlüsse erziehen musst. Und das finde ich ja gerade so interessant, weil er ja einfach mal was anderes ist und was Besonderes ist und sie komplett vom Mainstream-Kino abhebt. Es geht halt auch voll in die Richtung Mystery und also für jeden, der ein Herz hat für Mystery, unbedingt anschauen. Ich habe den Film auch aufgrund von deinem Warleck mir angeschaut. Er ist mittlerweile auf Prime, also man muss nicht einmal, wenn man Prime-Kunde ist, dafür Geld ausgeben. Echt sehr empfehlenswert, aber ich kann verstehen, dass man den vielleicht auch nicht mag. Ich glaube, entweder man liebt den Film oder man hasst den Film. Ja, da gibt's dazwischen nicht viel. Gut, dann bei mir wird's wieder einfach. Platz 9 ist bei mir tatsächlich Extraction, beziehungsweise der bessere Titel wäre natürlich Extractor gewesen. Also wer sich da unser Review dazu anhören möchte, genau von Mike und von mir, ist bereits bei uns als Podcast erschienen. Der Chris Hemsworth ballert sich und prügelt sich durch Indien und ist dadurch bei mir auf Platz 9. Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Also einer von den besten Actionfilme von 2020 mit Abstand. Also so geile Kamerafahrten und One-Takes, die da dabei waren, und der Hemsworth glänzt eigentlich einfach brutal in dem Film. Der ist für die handfeste Action einfach gemacht. Also ich finde den super. Kann ich nur nachvollziehen, die hohe Bewertung bei dir. Und leider nicht im Kino erschienen. Also das wäre also ein Ding, das wäre richtig, richtig geil gewesen. Ich glaube, dann wäre bei mir sogar nur weiter oben. Ja. Na, wirklich. Viele Leute haben sich ja beschwert, weil es hin und wieder einen Einsatz gibt von CGI in Sachen Feuer oder Explosionen oder sowas. Aber auf die sieht, dass die Action so handfest ist und wirklich nachvollziehbar ist und langsam geschnitten ist, einfach gemächlich, so richtig oldschool, hat er bei mir einfach mehrere Pluspunkte als Negativpunkte gesammelt. Dann machen wir gleich weiter. Platz 8. Platz 8 ist bei mir Dinner in America. Den habe ich im Hardline Festival in Ringsburg sehen dürfen und der war dann der Publikumsliebling im Festival. Das ist eine etwas andere romantische Komödie mit Drama-Elemente, in dem sie zwei Außenseiter einfach lieben lernen. Also anfangs haben es einfach nur Freunde, wo sie dann zur Liebesgeschichte entwickelt. Das Ganze mit fetziger Punkmusik und total rotzig. Ja, der Film ist cool.
Ich kann es nur immer wieder sagen, zu Recht Publikumsliebling. Und wer mehr dazu hören möchte, ich habe ihn schon mal besprochen im Hardline Recap. Im Part 1 oder Part 2? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den hat der Kani auch gesehen, also im Part 1. Ja, zur Sicherheit hört sich einfach beide an. Auf jeden Fall. Und immer wieder muss ich sagen, der Adam Rimeyer, der den Film draht hat, der hat ja vorher den Bunny Game gemacht. Und jeder, der jetzt die Ohren spitzt und sagt, Bunny Game, das war doch der extrem asoziale Torture-Porn, sage ich, ja, genau der. Und der hat jetzt wirklich einen gefühlvollen, wie lustigen Film abgeliefert. Und den kann ich nur ans Herz legen. Ich hoffe, dass er bald einen Verleih in Deutschland findet. Bis jetzt gibt's noch nichts, aber ich hoffe, dass 2021 alles besser wird und eben auch der Film einen Verleih finden wird. Ja, ich möchte ihn auch unbedingt sagen. Ich komme nicht drum herum, dass ich mir eure ganzen Reviews immer anhöre, weil ich ja alles schneiden muss. Also von dem her. Ah, stimmt, weil ich zwangsweise, gell? Zwangsweise. Gut, bei mir Platz 8, auch wieder relativ kurz, The New Mutants. Oh. Ich habe mit dem Kanye ja darüber auch schon eine Folge rausgebracht, deswegen gehe ich jetzt ja gar nicht so stark auf die Handlung ein. Warum ist das Ding bei mir auf Platz 8? Es war eines der wenigen Kinoerlebnisse und dafür muss ich jetzt sagen, Effekte waren geil, Maisie Williams ist dabei, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen dank Game of Thrones und deswegen, ja, der landet bei mir auf Platz 8. Ja. Also ich fand ihn auf jeden Fall besser, als die Mehrheit den Film schlecht gemacht hat. Also ich habe mich eigentlich beim Anschauen auf das Schlimmste eingestellt, durch das, dass ich eben so viel negatives Feedback gekriegt habe, aber ich war dann doch positiv überrascht, weil er auch von dem ganzen Superheldenwulst recht raussticht mit dem Einer flog übers Kuckucksnest-Setting und ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich fand ihn sogar besser als den letzten X-Men-Film, den Dark Phoenix, muss ich sagen. Ich hab mir den auch lieber angeschaut wie die ganzen anderen X-Men-Filme, weil weiß ich nicht, es ist eine ganz andere Erwartungshaltung, an die man an den Film rangeht. Und ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern, was meine Meinung da während am Podcast dazu war, als wir den aufgenommen haben. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt mal den vergleicht mit X-Men, dann war der eigentlich echt okay. Oh Gott, dann erst bei mir auf Platz 8. Na, aber Maisie Williams unter der Dusche, alles in Ordnung. Ja, passt. Schau her, es war für jeden noch was dabei. So, dann Platz 7. Platz 7 ist bei mir wieder Hardline Filmfestival Film Red Screening. Den spanischen Titel, den spoilen wir jetzt einfach, weil ich mache mich nicht schon wieder zum Horst. Ist eine Mischung aus einem Giallo und einem Slasher-Film und sollte einige Klassiker aus die 60er, 70er, 80er Jahre Tribut. Man kennt während dem Anschauen des Films, oh, was für ein großer Regisseur, der Maximiliano Contenti ist in Sachen italienisches Kino. Der zollt ganz viel Ikonen-Tribut. Der Film spielt hauptsächlich nur in einem Kino und das finde ich allein schon super, wenn ein Film nur auf so einem begrenzten Raum spielt und dann sogar nur in einem Kino. Und wenn du dann im Kino sitzt und schaust dann einen Film, wo Leute in einem Kino sitzen, dann ist das eine richtig coole Meta-Ebene noch mit dazu. Der Film ist verdammt blutig und kommt sogar uncut bei uns raus. Es gibt da schon einen Termin. Ich habe jetzt aber das Datum nicht genau da, aber 2021 von Periou Le Fou erscheint in ihrer Uncut-Reihe. Den schreibt sich jetzt einmal gleich auf den Zettel, weil der Film wirklich cool ist. Das war das mit dem Augenlöffler, oder? Ja, der Augenlöffler, genau. Gut aufpasst. Ah, cool. Ja, den möchte ich auch unbedingt sehen. Wobei ich habe ein bisschen Angst jetzt schon. Dass er schlecht wird oder weil du Angst hast, dass du Angst hast während des Films? Dass ich Angst habe, ja. Brauchst nicht. Okay. Alles gut. Na gut. Bei meinem nächsten Film kannst du Angst haben. Spannend. Ja. Aber zuerst kommst du. Ja, Platz 7. The Platform, beziehungsweise der Schacht, ist ja 2020 erst bei uns in Deutschland auf Netflix erschienen, deswegen darf der auch bei mir in die Top 10. Ja, ihr habt ja schon, du und der Kane, Podcast-Folge drüber gemacht. Jetzt ganz kurz so, warum ist der bei mir auf Platz 7? Story, sehr originell und sehr geil. Effekte ebenso. Also das mit dem Schacht ist irgendwie minimalistisch, aber gleichzeitig irgendwie saugeil. Und er ist spannend bis zum Schluss. Und vor allem mit jedem, mit dem ich da geredet habe, der den Film auch gesehen hat, bricht halt erstmal Diskussion aus. Und das macht für mich auch bestimmte Filme
aus, wo ich dann sag, okay, die regen einen wirklich zum Nachdenken an, weil da jeder so seine eigene Meinung dann dazu hat. Also entweder, dass man dann sagt, ja, mir hat er gar nicht gefallen und ich verstehe das nicht, warum immer die Leute auf die Schicht umeinander reiten. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil die Leute halt selber total reich sind und relativ weit oben in den Ebenen waren. Aber es ist einfach ein geiler Film. Ja, sehe ich auch so. Also mir hat er auch super gefallen und den Film kann man auf so vielen verschiedenen Ebenen interpretieren. Also er möchte die nicht nur unterhalten, er möchte da wirklich eine Message mitgeben. Du kannst so viel Christliches rausziehen oder allgemein Religiöses, du kannst viel Politisches rausziehen. Der Schluss ist auch sehr, ja, wirr mag ich nicht sagen, aber er lädt auch zum Spekulieren ein. Ja, er gibt da auch nicht viel mit. Du musst viel selber spekulieren. War verdammt hart. Also waren bestimmte Sachen dabei, ich sage jetzt nur Kannibalismus. Ja. Da waren richtig harte Sachen dabei. Und er war super geschauspielert. Ich glaube, das ist ein spanischer Film, gell? Ja. Ja, na wirklich, kann ich nur empfehlen. Daumen hoch. Weil, du hast da vollkommen recht, Ivan. Es sind viele harte Szenen dabei. Deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir den so schnell wieder anschaue. Ich glaube, in ein paar Jahren, wo ich dann vielleicht vergessen habe, dass da so viele widerliche Szenen dabei waren, dann schon. Aber es ist halt ein Film, weiß ich nicht, da muss man sich drauf einstellen, sagen wir es mal so. Ja, und du musst da die deprimierende Grundstimmung der Backer. Also das ist, der ist jetzt kein so ein locker flockiger Sonntagnachmittag-Film, der geht schon an die Substanz. Also wenn du wirklich da jetzt so ein Normalfilmschauer bist, also hauptsächlich wenn du auf Blockbuster stehst, dann kannst eventuell mit der Schacht deine Probleme haben, weil er wirklich in mehrerlei Hinsicht an die Substanz geht. Also bitte nicht am Sonntagnachmittag zwischen Bud Spencer und Heinz Erhardt gucken. Ja, und schon gleich gar nicht irgendwie beim Essen. Na, auf gar keinen Fall beim Essen. Dann Platz 6 mache ich ganz kurz, weil ich habe Underwater auf Platz 6. Also er ist bei mir ein paar Stufen weiter oben. Ja, jetzt nicht nur deswegen, weil Kristen Stewart halb nackt rumläuft. Das wollte ich mir jetzt gerade fragen. Na, insgesamt, ich finde dieses Monster-Setting so geil, gemischt mit dem Unterwasser-Setting, sau cool, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist zum Beispiel einer, den möchte ich jetzt unbedingt bald mal wiedersehen. Kann ich verstehen. Ja, dann kommen wir zu meiner gruseligen Nummer 6, und zwar Der Unsichtbare. Ja, hast du mittlerweile gesehen? Na, immer noch nicht. Tu es. Mir hat er super gefallen. Der Film ist vom Lee Whannell, der Spätze vom James Wan, die das Conjuring und Insidious Universen aufzicket haben oder auch das Saw-Franchise gestartet haben. Ein richtig gruseliger, spannender Film. Anders kann man es nicht sagen. Er kommt verdammt oldschool daher. Es werden nicht nur Jumpscares vorbereitet und dann entweder nicht aufgelöst in einem, war doch nix und dann kommt doch noch was, sondern die Jumpscares entwickeln sie. Es handelt auch nicht so viel, dass du sagst, das ist jetzt wie bei Insidious oder was, wo du im 5-Minuten-Takt Jumpscares um die Ohren kaut kriegst. Die Jumpscares entwickeln sie und passieren einfach so, und deswegen haben die um einiges effektiver als bei andere herkömmliche Geisterfilme. Und die Auflösung fand ich auch sehr interessant, gibt dem ganzen Thema mit dem Unsichtbaren eine komplett neue Facette. Wenn man jetzt die alten Universal-Filme kennt zum Beispiel. Mhm. Und ja, der Film ist perfekt für die Neuzeit transportiert worden, und ich darf mich um eine Fortsetzung sehr freuen. Gab's da nicht einmal einen Unsichtbaren mit dem Chevy Chase? Ja, das war sogar ein John Carpenter-Film, Jagd auf einen Unsichtbaren. Den habe ich nur als sehr geil in Erinnerung. Wobei, jedes Mal, das Ding ist, jedes Mal, wenn ich im Fernsehen einen Chevy Chase gesehen habe, dann bin ich erst dort blind, weil ich mir gedacht habe, ist immer lustig. Ja. Und ich glaube, der Unsichtbare ist gar nicht mal so lustig. Es sind ein paar lustige Momente dabei, aber es ist doch immer die typisch nihilistische Carpenter-Stimmung mit dabei. Also es ist jetzt keine reine Feel-Good-Komödie. Also da geht's manchmal schon harsch her, sage ich jetzt einmal. Harsch hergeh ist das perfekte Stichwort, eigentlich gar nicht, für meinen Platz 5. Und zwar, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, und zwar Soul. Mhm. Ist bei mir einfach jetzt nur sehr frisch, ist nämlich jetzt erst im Dezember auf Disney Plus rausgekommen, ist nämlich der zweite Pixar-Film in diesem Jahr. Und zwar, um was geht's in Soul? Der Jazzmusiker Joe Gardner lebt für die Musik und arbeitet in einer Schule als Musiklehrer.
da merkt man also ein bisschen, dass er halt eine totale Leidenschaft dafür hat, aber die Kinder zum Beispiel, die halt von ihm da Musik lernen, nicht ganz so. Und deswegen ist er da ein bisschen frustriert. Und eines Tages erhält er einen Anruf, beziehungsweise die Chance, dass er bei einer berühmten Musikerin als Klavierspieler bei einem Auftritt mitmachen darf. Und das Vorspielen dazu, das verläuft sehr gut und dann bekommt er auch die Chance. Daraufhin freut er sich halt total und stirbt leider beim Nachhauseweg, und zwar dadurch, dass er in einen Gullischacht fällt. Ja, und auf einmal findet er sich auf einer Rolltreppe ins Jenseits wieder, checkt es dann auch und will sein Schicksal nicht wahrhaben und versucht er dann zu flüchten. Und bei seinem Fluchtversuch kommt er dann ins Davorseits. Und im Davorseits, da werden junge Seelen ausgebildet und die kriegen halt dann da Persönlichkeiten und ihre Berufungen. Und sobald halt dann deren, was war das, irgendwie so ein Sticker oder irgendwie so, da kämen dann die ganzen Fähigkeiten und Persönlichkeiten so drauf. Sobald die Sticker voll sind, dürfen die eben auf die Erde. Und die kriegen halt dann ihre Persönlichkeiten und Berufungen nicht nur einfach so, sondern da gibt's halt dann auch Mentoren, das waren ehemalige Lebende, wie zum Beispiel der Gandhi oder die Mutter Teresa oder so, und die beeinflussen halt dann auch diese Seelen. Und der Joe, der gibt sie dann als Mentor aus, damit er wieder auf die Erde zurück kann, damit er eben so einen Sticker kriegt und halt dann wieder zurückkommt. Ja, und dabei erhält er eine von den schwierigsten Seelen, und zwar die Seele Nummer 22. Und die ist schon ewig im Davorseits, weil die will ums Frecker einfach nicht die letzte Berufung erhalten, beziehungsweise ist halt sehr mürrisch unterwegs und hat schon so manche Mentoren zum Verzweifeln gebracht. Das ist ja relativ lustig, wenn man das sieht. Ja, und ich glaube, mehr möchte ich eigentlich dazu noch gar nicht sagen, weil, sagen wir mal, es ist was ich jedem ans Herz legen will, weil ja, der Film regt sehr zum Nachdenken bezüglich, wie kann man Seelen auf die Erde, wie geht man mit dem davor und dem Jenseits um, was hat das eigentlich so mit auf sich, wenn man auf der Welt ist, keine Ahnung. Und ja, es ist halt einfach typisch Pixar, es ist ein sehr schwieriges Thema für Kinder, finde ich. Deswegen kann ich das ja gar nicht so richtig einschätzen, ob Kinder da so viel Spaß haben, höchstwahrscheinlich schon, weil es kommt da eine sprechende Katze vor. Ja, aber sagen wir mal, durch das, dass das halt ein sehr ernstes Thema ist, schon der zweite Pixar-Film in dem Jahr, und vor allem, was ich echt gut finde, Disney nicht wieder so einen Scheiß macht wie bei Mulan und dann sagt, oh ja, wir haben ja übrigens einen neuen Pixar-Film, der ist noch nicht im Kino gewesen, deswegen zahlt's bitte dann nochmal extra. Das da die nämlich nochmal richtig asozial finden, haben es nicht gemacht, ist einfach so rausgekommen, finde ich top. Fand ich gut, ja. War ein toller Schachzug. Ja. Wie hat er dir gefallen? Sehr gut. Also anfangs, ich bin, durch das, dass ich gar nichts gelesen habe über den Film, ich habe ihn gesehen, weil das bei Disney Plus läuft und einfach auf Play, und war dann anfangs ist es gegangen, aber dann in dem Moment, wo er in den Schacht stürzt, war ich fast ein wenig überfordert und habe mir gedacht, ja, hoffentlich geht der Film nicht so weiter, weil der ist, wenn er jetzt nur in der wie sagst du, Anderswelt, wie wird's heißen? Davorseits, das ist schon sehr verspult. Und da haben wir gedacht, das soll ja ein Kinderfilm sein, aber dann eben wieder auf der Erde und dann mit dem Body-Switch-Element war der dann total amüsant und unterhaltsam. Aber es wird, wie du sagst, sehr schweres oder sehr schwierige Themen kindgerecht verpackt, wie sie es als letztes auch sehr gut gemacht haben bei Alles steht Kopf. Ich finde eigentlich ganz okay, wie sie das machen, weil es wirklich schwierige Themen sind und werden für Kinder richtig schön verpackt. Ob jetzt wirklich ein jetzt Kind da gleich mitkommt oder einfach den nur als Unterhaltungsfilm sieht, weiß ich nicht, und wie es auch von Kind zu Kind wahrscheinlich unterschiedlich. Aber es kann bestimmt jeder aus dem Film ein wenig was rausziehen, vor allem Erwachsene, die wo selber dann auch ein wenig ins Grübeln kommen. Fand ich sehr gut, war ganz ein toller Film. Ich muss halt dazu sagen, ich bin halt jetzt nicht nur Action-Horror-Fan, sondern ich mag halt auch so ernstere Themen. Jetzt nicht immer direkt Drama, sondern halt einfach Sachen, wo man dann drüber nachdenkt. Und da ist dieses Jahr relativ wenig, zumindest bei mir erschienen, was ich halt dann auch gesehen habe. Und Soul gehört da für mich dazu. Ich muss sogar sagen, also wenn ich es jetzt vergleiche mit 2019, bei mir ist 2019 zum Beispiel eine Marriage Story drin, wo es vor allem um dieses Thema geht,
wie geht man innerhalb von der Familie mit Scheidung um und sowas, was halt echt eine richtig krasse Handlung einfach da ist. Oder der Schwarze Diamant, der letztes Jahr rausgekommen ist mit dem Adam Sandler, sind halt einfach teilweise schon schwere Themen und irgendwie kehrt das Soul dazu, verpackt das Ganze halt dann aber ein bisschen kindgerechter und deswegen ist er bei mir auf Platz 5. Ja, aber sagen wir mal, ich glaube, wenn in dem Jahr ähnlich geile Filme rauskommen, warten wie letztes Jahr dann. War er nicht drin? Na, war er wahrscheinlich nicht drin, aber tatsächlich hat er es dadurch bei mir auf die Mitte der Top 10 geschafft. Okay. Also dann darfst du Filme wie Marriage Story und Der schwarze Diamant empfehlen. Wir beide noch Auf jeden Fall. Also die sind bei mir auch in der Top 10 von 2019 mit drin. Okay. Also ganz kurz umrissen, Der schwarze Diamant, ein herausragender Adam Sandler. Ohne Scheiß herausragend. Also nicht so herausragend wie Hubie Halloween. Ach, bitte. Na, ich find's geil, wenn der Typ einfach einmal eine ernste Rolle spielt und da kehrt Der schwarze Diamant auf die Platz 1 schlechthin. Also das ist echt richtig, richtig geil. Und Marriage Story, ja, wie schon gesagt, es ist einfach dieses schwierige Thema Scheidung so zu verpacken, dass halt das für jeden ein bisschen zugänglich ist. Es gibt lustige Momente drin, aber halt dann also Momente, wo du sagst, oh, wieso gehen die zwei so miteinander um? Also schon, wenn es dann um Anwälte geht und so, sie hat irgendwie die Top-Anwältin und er aufgrund von mangelndem Geld muss sie halt dann so den Scheidungsanwalt für Arme dann einfach nehmen. Ja. Der hat dann so mehr oder weniger, ach ja, du, und zwar so nach dem Motto, und wenn es nach 10 Jahren dann irgendwann einmal aufhören kannst, Alimente zu zahlen, dann haben wir es geschafft. Okay. Das ist halt, also Marriage Story auch schauspielerisch top, aber auch dieses schwierige Thema Scheidung zu behandeln, echt gut. Okay. Einer der Netflix-Filme vom letzten Jahr, die sehr, sehr herausragend sind. Okay, habe ich mir jetzt gerade bei Letterboxd auf meine To-Watch-Liste gesetzt. Sehr schön. Okay, dann machen wir weiter im Text, würde ich sagen, und zwar mit der Nummer 5. Und da hab ich Ready or Not drin. Horror-Komödie, sage ich jetzt, ist eigentlich ein Menschenjagdfilm. Die Braut, jetzt weiß ich den Namen nicht, mit Namen bin ich immer ganz schlecht. Ich weiß aber, dass die von der unglaublich charmanten und immer tollen Scream Queen Samara Weaving gespielt wird. Die Samara Weaving heiratet einen Mann, der ist Teil von einem, die Familie, die stellen Brettspiele her. Und wie es die Tradition so will, muss in der Hochzeitsnacht die Braut mit der Familie Spiel spielen. Das Ganze wird nach dem Zufallsprinzip ausgelost, welches Spiel das gespielt wird. Und es gibt eigentlich nur ein schlechtes Spiel, das man nehmen kann. Und das ist Hide and Seek. Ja, und das Hide and Seek, wenn man zieht, dann wird man von der restlichen Familie gejagt und bis zum Sonnenuntergang getötet, im Idealfall. Das hast du noch gar nicht gesehen? Oh, unbedingt nachholen. Ja, und die Braut meint einfach nur, das ist so schön und alle sind so nett zu ihr und sie in dem Moment, wo sie die Karte zieht, ja, geht halt die gute Stimmung am Bach runter und die Familie fängt an, sich zu bewaffnen mit ganz tolle, brachiale Schuss- und Stichwaffen. Und die Braut versucht quasi, sich in dem riesigen Anwesen der Familie zu erwehren. Ich fand den mega. Also dieses Menschenjagd-Thema gefällt mir immer. Bei mir war fast The Hunt mit reingekommen in die Top 10. Den fand ich auch sehr stark. Samara Weaving spielt immer souverän. Ich mag die Frau einfach. Das ist eine von den wenigen Scream Queens, echten Scream Queens, die wir momentan noch haben. Und sie brilliert in dem Film volle Kanne. Und die Auflösung ist Weltklasse. Also da bleibt kein Auge trocken. Und ja, wenn man mal Lust hat auf einen locker-flockigen Horrorspaß mit Augenzwinkern, dann sollte man sich auf jeden Fall Ready or Not oder unbedingt. Oh, leck, okay. wenn man sagt, ich mag immer Menschenjagdfilme, schön. Ja, du, da gibt's ganz starke Lost Surviving the Game oder Hard Target, Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme, die sind ganz starke Filme, alter Schwede. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Platz
4. Platz 4 ist bei mir sehr Mainstream. Und zwar Bad Boys for Life. Oh mein Gott, der ist in meine Flop 10 ist der drin. Jetzt pass auf. Jetzt raus mit der Sprache. Ja, handlungstechnisch ist der gar nicht so toll, aber ich muss sagen, das war echt geiles Kinoerlebnis. Ohne Scheiß. Ah ja, okay. Also ich hab mir da die 2 Stunden oder weiß ich, wie lange er geht, so geil unterhalten gefühlt, dass ich so überrascht war, dass der mir so gut gefallen hat, dass der bei mir jetzt echt nachhaltig trotzdem sogar in die Top 10 reinkommt. Und wie schon gesagt, ich war sehr überrascht, dass ich dieses Jahr so wenig Filme gesehen habe. Ja. Und dann bin ich über den gestolpert und habe mir gedacht, echt, das war das Jahr? Dann habe ich mir gedacht, ja, den habe ich eigentlich echt gut in Erinnerung. Okay. Ich möchte ihn jetzt auch die nächste Zeit nicht wiedersehen, weil ich dann wahrscheinlich check, dass der gar nicht so gut war. Ja. Aber hey, ohne Scheiß, Actiongeballer bis oben hin, die 2 einfach wieder in ihre Rollen und das hat einfach von hinten bis vorn fürs Kino total passt. Okay. Ja, ich habe ihn nur daheim gesehen und ich muss sagen, mir hat selten ein Film so gelangweilt wie der. Ich muss jetzt leider die Winde aus deine Segel nehmen. Ich fand die Gags unglaublich flach. Der Martin Lawrence, die ganzen coolen Gags, die er im ersten Teil reißt oder im zweiten, das wird alles so flach. Das ist so flach, dass es aus ist. Ein Will Smith mag ja von Haus aus nicht. Ich bin kein Nazi. Mir ist ja wurscht, ob er schwarz ist oder nicht. Ich mag ihn nicht. Und ja, ich fand, oder dann den Story-Twist am Ende, die CGI-Geballer am Schluss mit dem CGI-Feuer in der Ruine, okay, also lasst mal's, ich stehe wieder, der gefallen hat, ist alles cool. Er war unterhaltsam, aber er hat unglaublich viele Sachen gehabt, die mich gestört haben. Ja, wer weiß, vielleicht hätte es dir auch besser gefallen, wenn du es im Kino gesehen hättest. Das kann natürlich auch sein. Und wenn ihr Will Smith mengt hat. Ich bin ja nicht einmal ein riesen Fan von den ersten 2 Filmen. Also ich glaube, dass mir der zweite, auf die sie da also wirklich da nur geschossen wird, hat mir meine am besten gefallen. Das ist meine auch eher eine kontroverse Meinung, weil viele Leute mengen zwar dann auch überhaupt nicht. Denen hat der dritte wieder besser gefallen. Aber wie gesagt, von denen 3 ist der zweite eher mein Favorit. Also mir gefällt am besten der erste und danach dann aber jetzt der dritte für mich gekommen, weil, ja, wie du schon sagst, der zweite, der dauert mir einfach sauber zu lang. Und also, keine Ahnung, dieses ständige Settingwechsel und das ist alles nicht so meins. Okay. Aber ja, wie schon gesagt, ich möchte Bad Boys for Life jetzt die nächste Zeit erstmal überhaupt nicht sehen. Okay. Weil ich glaube, das verfälscht dann wieder meine Meinung. Ich lebe jetzt einfach mal damit, das war für mich eines der Kino-Highlights dieses Jahres, von dem Jahr. Ich glaube, ich war keine 5-mal im Kino, aber dadurch hat er es bei mir auf Platz 4 geschafft. Okay. Was ist denn bei dir der Platz 4? Platz 4 ist bei mir, weil wir gerade am Reimen sind, Knives Out. Mord ist Familiensache. Der ist vom Rian Johnson, der sich ja bei vielen Leuten unbeliebt gemacht hat mit Star Wars Die letzten Jedi. Auch bei mir hat er sich unbeliebt gemacht, muss ich sagen. War der schlechteste Star Wars Film bis jetzt. Und dann habe ich mir auch gedacht, wie der Film da rausgekommen ist, muss ich den sehen, wieder ein Rian Johnson Film. Dann habe ich aber die Besetzung gesehen, mit der bezauberten Ana de Armas, dem auch bezauberten Chris Evans, den immer coolen Daniel Craig, Joseph Gordon-Levitt, natürlich Scream Queen, Jamie Lee Curtis mit dabei. Und das lässt sich noch weiterführen. Also es ist ein Star-Aufgebot, sondersgleichen. Und am besten lässt sich der Film zusammenfassen mit Cluedo, das Spiel als Film. Er ist total raffiniert gemacht und Daniel Craig muss quasi herausfinden, das ist so eine Art Privatdetektiv, der wird engagiert und sie herausfinden, wer den Großvater der Familie oder das Familienoberhaupt umgebracht hat. Und im Endeffekt haben alle Beteiligten ein Motiv und das Ganze dann zum Entwirren ist komplett spannend. Obwohl wirklich der Film so gut wie keine Action-Szene hat, aber er brilliert einfach mit den super guten Schauspielern, mit den messerscharfen Dialoge, mit dem unglaublich raffinierten Skript. Also wenn da einer sagt, er hat am Anfang vom Film schon gewusst, wie er ausgeht, dann sag ich, Krampf, kann nicht sein, kommt kein Mensch drauf. Also total raffiniert und cool. Ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen. Den habe ich ja im Kino gesehen. Oh, sehr cool. Und ich glaube aber, ich habe den letztes Jahr im Kino gesehen.
Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wann er im Kino dann war, aber... Ich habe ihn aber das erst auf Blu-ray gekauft, also wie er rausgekommen ist. Der ist eben, am 2. Januar ist der eben rausgekommen, jetzt steht jetzt da, aber ich weiß jetzt nicht, ob der am 2. Januar im Kino gelaufen ist oder am 2. Januar auf Blu-ray rausgekommen ist. Auf alle Fälle war das Jahr. Ja, okay. Also bei mir ist er in der Top 10 von 2019 mit drin. Okay, dann war er wahrscheinlich Kino-Release 19 und Blu-ray-Release dann 20. Kann gut sein, aber finde ich auch völlig verdient bei dir in der Top 10. Echt geiler Film. Und ja, wie es du schon sagst, da kommt man nicht drauf, wer es dann war. Nein, wirklich nicht. Da müsste man schon über so viele Ecken denken, kann nicht sein. Wo wir gerade über Ecken denken, reden. Platz 3 ist bei mir ein Geheimtipp von dir und vom Kani, und zwar Schlaf oder im Englischen Sleep. Ein deutscher Horrorfilm, der sehr vielseitig ist. Wenn er bei dir noch kommt, dann da die sagen, darfst du dann dieses Hauptreview machen. Ich glaube, du kannst es dann nämlich nur besser erklären, warum der so weit oben ist. Für jeden, der so nichts gesehen hat, wenn man auf Horrorfilme steht, unbedingt anschauen. Da muss man nicht einmal ein Fan von deutschen Produktionen sein. Das kommt aber auch noch dazu, dass der Film hätte von mir auch von Netflix sein können. So gut ist er produziert. Okay, passt. Dann reden wir gleich nochmal. Bei mir ist er nämlich auf Platz 2 und auf Platz 3 ist bei mir Relic. Das ist ein Horrordrama und behandelt das Thema Demenz. Eine ältere Dame fängt an, dement zu werden und verschwindet dann für längere Zeit aus ihrem Haus. Das fällt längere Zeit keinem auf, weil sie die Familie, also die Mutter und die Tochter der Mutter, unter aller Kanone um die demente Großmutter kümmern. Und sie kommen dann eben drauf und versuchen, die alte Frau wieder zum Suchen und finden es aber nirgendwo. Die taucht dann eines Abends in ihrem Haus wieder auf, das die Mutter und die Tochter bezogen haben mittlerweile, um die... Oh, Lex, das ist beschissen zu erklären. In dem Haus der Großmutter haben sie jetzt die Mutter und die Tochter mittlerweile einquartiert und hoffen halt auf die Wiederkehr der Großmutter, die eines Tages gruselig vor der Tür steht. Und man weiß jetzt in dem Film da nicht, ist jetzt das nur Demenz, die alte Frau da plagt, oder ist das noch eine übernatürliche Entität, die da mit eingreift, oder wo es jetzt bei dem Film eigentlich Sache ist. In einem Wandschrank findet dann die Tochter noch einen zusätzlichen Raum, wo man dann sagen kann, ja, okay, was wird denn da jetzt noch dahinter sein? Oder war das der Raum, wo sie die alte Dame versteckt hat die ganze Zeit über, und die gängen dann dem Ganzen nach und versuchen herauszufinden, was mit der Großmutter nicht stimmt. Das ist jetzt wieder so ein Film, der überhaupt nichts erklärt, der dir am Schluss mit runtergelassenen Hosen dastehen lässt und du wirklich voll gefordert bist, rauszufinden, was möchte jetzt hier der Film sagen. Ich bin selber erst, ich glaube, 24 Stunden nach der Sichtung draufgekommen, was jetzt eigentlich von mir wollten. Ich bin dann ich bin nach dem Film ins Bett und mich hat der nicht loslassen. Er war so geil gemacht, er war total atmosphärisch und wo ich dann auch gehofft habe, während des Films, hoffentlich versaut mir jetzt der Schluss den Film nicht, wo es ja in der letzten Zeit sehr oft der Fall war. Und meine erste Diagnose war, oh leck, jetzt haben sie mir versaut, aber mir ist er dann eben so lange nicht aus dem Kopf gegangen, und beim Spekulieren ist mir dann auf einmal der Knopf aufgegangen, was jetzt der Film sagen möchte. Und von da weg habe ich gesagt, okay, ich schaue mir nochmal an. Und mit dem Wissen, was sie jetzt eigentlich sagen wollen, hat er sich bei mir voll entfaltet, hat sich bei mir total ins Hirn brennt und ist deswegen auf Platz 3 bei mir. Also ich fand ihn unglaublich gut, atmosphärisch. Er hat auch ein wenig eine Botschaft noch mit dabei, aber man muss halt wirklich über einige Ecken denken, und der Film gibt einem nicht viel an die Hand, mit dem, was du arbeiten kannst, dass du sagst, du spekulierst jetzt, um was geht's. Du musst wirklich da selber deinen Kopf hernehmen oder halt dann Wikipedia oder was weiß ich. Man googelt das dann einmal, aber er ist total interessant und total spannend. Also die Oma kommt wieder zurück von den Toten. Nein, nicht von den Toten. Die ist verschwunden. Ach so, okay. Und kurzzeitig habe ich an Friedhof der Kuscheltiere denken müssen. Nein, es ist nicht so halt brachial, sage ich jetzt mal. Also die Großmutter ist einfach verschwunden, die ist nicht mehr da. Und die Mutter und die Tochter ziehen dann eben übergangsweise in das Haus, während die Polizei
nach der Großmutter fahndet quasi. Und die steht eines Tages wieder im Haus, wie wenn nichts gewesen war. Und sie weiß ja nicht, wo es war und warum das die Mutter und die Tochter so aufgelöst sind und was habt's denn überhaupt. Und ja, und immer nach einiger Zeit gespannst dann, okay, da stimmt was nicht. Entweder stimmt mit dem Haus was nicht, stimmt mit der Mutter was nicht. Ist jetzt das nur die Demenz, was ihr da so zum Schaffen macht, oder gibt's da noch was? Okay. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. War er. Ich weiß ja noch nicht so richtig, ob der in die Richtung geht wie Varium oder so, aber... Am Ende schon. Aber es ist wirklich so, dass du mit dem, was dir der Film an die Hand gibt, was anfangen kannst, dass das entschlüsselst, um was das eigentlich geht. Aber es ist halt, du musst immer um ein paar Ecken denken, wo wir wieder um die Ecke denken sind. Ist einmal ganz was anderes. Okay. Also nix, wo man nebenbei irgendwie daddelt oder irgendwie sowas. Nein, null, um Himmels Willen. dann bist du verratzt. Weil dann kommt der Abspann und du sagst, so ein Scheißdreck, und dann gibt's einen Stern. Aber wenn du dich wirklich da mit dem Ganzen auseinandersetzt, wie es jetzt bei mir war, wie gesagt, ich habe mich am Schluss nicht auskennt. Meine Frau ist auch da gesessen. Wow, hat's gesagt. Wieder so ein Ding, wo es mir der ganze Schluss den ganzen Film versaut. Ja. Und ich hab nicht einmal widersprechen können, weil ich selber da gesessen bin und hab gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, dann mit reichlicher Überlegung und und der nochmaligen Sichtung, dann geht da der Knopf auf und dann funktioniert der Film voll. Okay. Ja, tun wir auf Watchlist. Das klingt auf jeden Fall echt unbedingt. interessant. Ich glaube, der ist sogar momentan bei Amazon Prime drin. Ja, dann kommt der auf jeden Fall auf die Watchlist. Ja, dann schaust du dann ein noch. Ja, mal schauen. Ich gucke nämlich momentan Herr der Ringe. Oh, okay. Und die Special Edition ist jetzt nix, wo man... ja, wo man nicht so wegguckt. Ja, genau. Ja. Gut, dann weiter im Text, und zwar bei mir bei der Platz 2 heißt #Alive. Darüber habe ich ja mit dem Kani auch schon Podcast-Folge gemacht. Ist mein, wie soll ich sagen, persönliches Netflix-Highlight in diesem Jahr von den Filmen. Und zwar ist es ein sehr überraschend unterhaltsamer Zombie-Film. Den hätte ich ja sehr gerne im Kino gesehen, und obwohl er die ganze Zeit nur auf Koreanisch war, mit deutschen, oder nein, nicht einmal deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall, der war einfach top. Und den habe ich ja zusammen mit meiner Frau angeschaut, und die da auch danach gesagt hat, der war eigentlich echt cool. Mhm. Und es ist einfach mal frische Idee von einem Zombie-Film. Ein Typ ist in seiner Wohnung verschanzt, und ja, um ihn herum, also in dem restlichen Haus und am Park, wo er halt die ganze Zeit hinschauen kann, sieht er halt, wie alles voller Zombies ist, und er muss halt dann schauen, wie er da mehrere Tage überlebt, und stellt dann da irgendwann fest, dass gegenüber von seiner Wohnung ein Mädel in einer ähnlichen Situation ist wie er. Ja, und da versucht er mit ihr zu kommunizieren, und irgendwie, keine Ahnung, einfach sau cool. Es ist so eine Art Kammerspiel und irgendwie dann auch wieder nicht, und ist einfach toll. Also jeder, der Zombies mag, oder zumindest Gruselfilme mag, kann ich jedem ans Herz legen, einfach mal so ein netter, schöner, unterhaltsamer Abendfilm. Okay. Hört sich gut an. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich einen Podcast nicht gehört habe zu #Alive. Ja, muss ich nachholen. Weil ich nämlich jetzt gerade fragen wollte, wie schaut denn der Blutfaktor aus? Wie gorig ist er dann? Blutfaktor. Also es kommt Blut vor, aber wie hoch der Blutfaktor ist, an was willst du es denn gemessen haben? Na, aber ich sage jetzt, also der Frau hat ihn auf alle Fälle gut anschauen können, oder? Und ich glaube, dass die eigentlich da so will die Sachen eigentlich nicht mag, oder? Ach du, die kommt aus der Medizinbranche. Die hat schon Schlimmeres gesehen. Ja, weil ich sage einfach so Dawn of the Dead oder sowas in der Richtung, also mit Kopfschüsse und Ausweitungen oder sowas in der Richtung, wo ich immer sehr cool finde in einem Zombie-Film. Kämen da Kopfschüsse vor? Ja, bestimmt, aber es ist nicht so ganz präsent. Also um das geht's in dem Film weniger. Es geht da wirklich mehr um diesen Survival-Faktor. Okay, wenn du schon sagst, kann man spielen, dann werden sie da nicht so verlieren im Endeffekt, gell? Es geht, also es ist immer
Also ich finde vom Level her zwischen ich bin die ganze Zeit in der Wohnung und dann sieht man wieder, was draußen passiert, oder er muss dann einmal Essen holen in anderen Wohnungen und schleicht sich dann also durch. Es war einfach ununterbrochen irgendwie spannend und einfach geil. Okay. Ja, schauen wir an. Erst hören wir so und dann schauen wir so. Wollte ich gerade sagen, erst den Podcast anhören und dann Film anschauen. Mach ich. Jetzt dann kommen wir zu der Nummer 2 und da haben wir jetzt eben beide, also ich hab einen Schlaf auf der 2, du hast ihn auf der 3 gehabt. Genau. Ein deutscher Mystery, Horror, Thriller vom Michael Venus. Den hab ich im Hardline Filmfestival gesehen und ich hab dann Michael angeschrieben, ob er nicht für uns einen Screener hätte, weil ich unbedingt wollte, dass du und der Kani den auch seht, weil ich so begeistert bin. Also das war für mich vom Hardline Festival der beste Film und das hätte ich mir nie gedacht, wie es geheißen hat, es ist ein Deutscher. Wie gesagt, ich habe da immer meine Vorurteile und wer jetzt wirklich alle Details über den Film wissen möchte, der muss noch ganz ein bisschen warten. Der Kani und ich haben schon einen Podcast eingesprochen dazu. Der wird jetzt im Januar so Corby Will rauskommen. Ja. Und also auf alle Fälle, der Film hat einen kurzen Kinostart gehabt, eben um die Halloween-Zeit rum, aber da hat ihm dann der leichte Lockdown die Eier rasiert und den Film hat wieder keiner gesehen oder nicht viel. Und das ist eine Schande. Also der Film muss unbedingt angeschaut werden, der muss verbreitet werden, schreit es aussehen, schaut's euch zuerst an, dann schreit es aussehen. Der Film ist Weltklasse. Also wenn's Vorbehalte habt dem deutschen Kino gegenüber, verstehe ich voll, aber werft's nicht über Bord und schaut's euch Schlaf an. Also auch meine Frau war begeistert, die schauspielerische Leistung von der Svantje Kohlhoff und der Sandra Müller ist unglaublich. Die spielen eine Mutter-Tochter-Gespann und die Chemie zwischen denen zwei ist wirklich super gut. Das Setting ist super. Die ist ja so was ist denn die Therme Erding? Was ist denn? Therme. Ja, nein. Der ganze Bereich ist ein Kurort. Also ein Kurort. Der Kurort. Ich hätte jetzt eher gesagt, das Setting ist ein Hotel. Ja. Ja gut, gut. Du meinst mit dem Kaff drumherum. Ja, im Endeffekt stimmt schon. Es ist so eine Art Kurort. Die Haupthandlung spielt in einem Hotel. Genau. Und man sieht aber halt dann auch immer wieder mal so ein paar Szenen, was halt dann so in dem Kaff, das, weiß ich nicht, 1 Kilometer oder 2 Kilometer entfernt davon liegt, was da so abgeht und passiert. Genau. Und zwar nicht viel. Aber genug. Genug. Na, also schaut sich den an. Ich hab nicht viel zu meckern gehabt bei dem Film. Der Soundtrack ist super. Man kennt, dass der Herr Venus auch wieder ein Fan ist von dem italienischen Kino der 70er und 80er. Die Beleuchtung erinnert stark an Mario Bava und Argento. Es gibt ganz verrückte Kamerafahrten. Gut, die Schauspieler haben schon erwähnt worden, super gut geschauspielert das Ganze. Schaut's euch einfach an. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn das Teil rauskommt, ich hoffe, dass der jetzt 21 dann zum Kauf rauskommt und dass sie irgendein Label erbarmt und den Film veröffentlicht in einer schönen Edition, weil er es wirklich wert ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja noch nicht auf Blu-ray erschienen, deswegen, ihr müsst wahrscheinlich nur ein bisschen warten. Vielleicht es gibt 2021 irgendjemanden so eine Eingebung, hey, produziere den doch nochmal fürs Kino. Aber das war natürlich auch cool. Bring die im Kino raus. Also für jeden Millionär, der gerade zuhört, oder Milliardär, keine Ahnung, ob 1 Million dafür ausreicht. Vielleicht ist jemand dabei, der gerne mal einen Film ins Kino bringen möchte. Da wäre ein toller Film, der wäre es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Und wenn nur ein Millionär zuhört, der andere, der wird vielleicht dem Michael Venus noch mehr ein Budget geben, weil dann haut er noch mehr so einen geilen Film aussehen. Weil ich sag's auch in dem Podcast, zu dem Film, die Skate, Auftreiben für Schlaf war für den Herrn Venus sehr aufwendig, weil natürlich kein deutscher Filmförderfonds und Investor für einen Genrefilm Kohle ausgibt. Oder wenn dann nur sehr wenig. Kleine Anekdote, das fand ich sehr lustig. Er hat, wie er zu den ganzen Filmfirmen und Produzenten gegangen ist, hat er gesagt, es ist ein Mutter-Tochter-Drama. Wo es ja im Endeffekt auch stimmt. Nur, dass das Ganze mit übernatürliche, mysteriöse Elemente ist und im Endeffekt ein Genrefilm wird, hat er verschwiegen. Und wenn er das nicht da hätte und hätte gesagt, ja, wenn macht man einen deutschen Horrorfilm, hätte er wahrscheinlich die Kohle nie zusammengebracht für das Projekt Schlaf.
Weißt du ungefähr, wie viele Millionen er dann braucht hat? Ich glaube, dass es 1,4 waren. Okay. Also 2 Millionäre, die zuhören, das wird reichen. Wenn nur ein Millionär dabei ist, bitte unseren Podcast nur ein bisschen unterstützen. Sehr gut, sehr gut. Ja, mir darf man es auf jeden Fall erkenntlich zeigen und ja, was machen wir denn? Wir darf mal einen netten Brief schreiben. Auf jeden Fall. Ich darf mir dann besuchen, wenn es ist. Grimmer. Gut, dann wird's jetzt sehr spannend. Jeder, der jetzt schon die ganze Stunde zugehört hat, will jetzt Trommelwirbel innerlich verspüren. Alter, jetzt kann man die Platz 1. Und bei mir auf Platz 1 steht Tenet. Boah. Ja, wir haben ja da eigentlich noch gar nicht so richtig drüber geredet. Das ist für mich einer der wenigen Filme, die es dieses Jahr tatsächlich ins Kino geschafft hat. Der neueste Geniestreich von Christopher Nolan. Und ehrlich gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht, sie jetzt die Handlung wirklich erklären. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, ist besser. Weil es einfach, es ist sehr kompliziert. Man kann den Film nicht wirklich richtig erklären. Es geht um Zeitsprünge, aber nicht so wie in Zurück in die Zukunft, sondern Zeitsprünge im Sinne von, ich gehe einmal vorwärts in die Zeit und einmal rückwärts in der Zeit. Also wirklich kompliziert, aber einfach saugeil gemacht. Der Robert Pattinson ist dabei, macht einen richtig geilen Job. Aber auch der John David Washington, das ist, glaube ich, derjenige, der die Hauptrolle spielt, macht auch so einen coolen, den Cast so richtig rund. Und ja, es ist einfach typische Christopher Nolan Qualität, die da abgeliefert worden ist. Im Kino ein Genuss. Ja, ich kann leider, wie schon gesagt, jetzt nicht allzu viel zu der Handlung sagen, weil sagen wir mal, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde draufpacken. Ich glaube, jeder, der Tenet gesehen hat, sagt, ja, im Vergleich zu den restlichen Filmen und zu dem, was so 2020 erschienen ist, muss der Film eigentlich sehr weit oben stehen. Und bei mir aufgrund von mangelnden anderen Filmen ist der bei mir auf Platz 1. Dazu muss ich jetzt sagen, es wird dem Film jetzt auch nicht gerecht, aber ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Ich bin einfach für dieses Jahr mehr der Seriengucker gewesen. Wenn man jetzt Serien bei Letterboxd auch noch bewerten könnte, dann wären ganz andere Sachen auf Platz 1. Da wäre zum Beispiel Dark auch sehr, sehr weit oben. In meiner Filmliste hat's Tenet auf Platz 1 geschafft. Okay. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, ich kann jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich habe jetzt zu Weihnachten das wunderschöne Steelbook gekriegt und da muss man halt auch, oder muss ich immer in Stimmung sein, meine Frau natürlich auch, dass man sich da 2,5 Stunden so einen Brocken hinhaut. Haben wir zuletzt gemacht, also eigentlich wollte ich ja Tenet auch im Kino sehen und wir haben uns im Vorfeld dann nicht Interstellar, einen Inception angeschaut und ein super starker Film, nur mir ist da beim Inception aufgefallen, dass der Film wirklich 1 Stunde erklärt, um was das geht. Das fand ich sehr krass, dass du eigentlich nur immer erklärt kriegst, wie das Ganze abläuft und wie das mit den Ebenen ist, mit dem Unterbewusstsein und. Und ich hoffe, dass der Tenet ein wenig geradliniger ist. Das ist schwierig zu beantworten. Du darfst auf jeden Fall nicht nebenbei irgendwas anderes machen. Du musst unbedingt aufpassen, du musst auf jeden Satz achten. Ich glaube, es gibt eine Sequenz oder eine Szene, da wird's erklärt und das ist, glaube ich, das sind 1,5 Minuten oder so und da wird alles erklärt. Okay. Mehr oder weniger. Und da habe ich mir dann gedacht, alter Fuck, ich habe jetzt gerade diesen Satzwechsel, der ist so schnell, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alles kapiert habe. Aber okay, schauen wir mal weiter. Das ist übrigens für mich auch der Grund, warum der Film bei mir keine 5 Sterne hat, sondern nur 4,5, weil eben das so kompliziert ist. Okay. Dass du kannst jetzt nicht einfach berieseln lassen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich schaue momentan Herr der Ringe. Das ist einfach für mich, jeder Teil sind 5 Sterne, weil das ist einfach perfekt. Die Geschwindigkeit ist super, mich stört's überhaupt nicht, dass der Überlänge hat und es ist top. Du bist in dieser Welt, es ist alles gut. In Tenet bist du auch in der Welt. In Tenet bist du super unterhalten durch einen geilen Bösewicht, geiles Schauspiel,
geile Effekte, geile Action, aber er ist so kompliziert, das du kannst, also mit jedem kann man sich den Film nicht anschauen. Okay. Und ich habe schon gehört, man muss ihn auf jeden Fall öfter anschauen. Also beim ersten Mal, das ist so, jetzt hat er mich überfahren, und beim zweiten Mal dann zum Durchsteigen oder dann vielleicht ein drittes Mal. Ich glaube, wenn du alles komplett kapieren möchtest, ja. Wenn du einfach nur sagst, geiler Film, hat mich super unterhalten, dann reicht's ja, wenn du nur einmal gesehen hast. Ich habe direkt ein bisschen Angst davor. Na, warum? Also Angst muss man davor überhaupt nicht haben. Bloß, wir waren im Kino zu viert und beim Heimfahren haben wir dann festgestellt, nicht so richtig stillschweigen. Irgendwie, jeder wollte anfangen, über die Handlung auch zum Reden. Ja, aber so richtig, okay. So richtig, die Diskussion ist nicht aufgekommen, weil ich glaube, keiner wollte sie die Blöße geben, um zu sagen, ja, checkt habe ich nicht. Aber er hat gut ausgeschaut. Ja. Okay. So, und was gibt's bei dir auf der Platz 1? Auf meiner Platz 1 ist Possessor. Ganz vielleicht haben wir jetzt ein Fragezeichen auf. Der Film ist jetzt erst in Amerika rausgekommen. Ich hab mir die Blu-ray geholt mit dem Unrated Cut und hab mir den gleich angeschaut. Das war jetzt eben kurz vor Weihnachten und der Film war gar nicht besinnlich. Es ist der zweite Film von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg. Mhm. Und der Sohnemann steht seinem Vater in nix nach. Also wenn der so weitermacht im Stile von Possessor, dann prophezei ich dem Herrn eine große Karriere im Genre-Kino. Das ist irre, was der Film abliefert. Also ich mag jetzt auch nicht zu viel verraten. Er hat momentan ein Riesenproblem, der Film, dass er in Deutschland rauskommt. Er muss einerseits recht teuer sein, andererseits ist er von den Gewaltszenen her extrem ausufernd. Die Story ist einmal was nicht komplett Neues, aber erfrischend. Und die Schauspieler, voran die Andrea Riseborough, die, wo wir schon in unserem Mandy-Podcast gehabt haben, die brilliert auch hier wieder als skrupellose Auftragskillerin, die anderen Leuten quasi fast unbemerkt ins Hirn Apps implantiert und dann in denen ihren Körper die ihre Körper übernimmt und dann Auftragsmorde begeht. Okay. Und die vermeintlichen Mörder, die quasi eigentlich nur willenlose Puppen sind, bringen sie dann im Endeffekt selber um und sie ist aus dem Schneider. Und sie besetzt dann quasi den Christopher Abbott und der, ja, mit dem hat's nicht gerechnet. Wenn er sie bei dem einschleust ins Hirn, da hat's mit manchen Sachen quasi nicht gerechnet und stößt vor ein paar Probleme. Mit dabei ist noch die Jennifer Jason Leigh, die man auch aus Hateful Eight kennt, und auch Sean Bean und ja, der Netztag. Oh, schön. Genau. Und Gott sei Dank. Also der Film ist oftmals sehr ruhig, sehr entschleunigt, hat ultra stylische Bilder, der Soundtrack ist grandios. Ich habe mir jetzt auch den Soundtrack eben auch bestellt, nur der ist noch nicht gekommen. Aber ultra stylisch, ultra brutal, wenn es dann wirklich einmal zur Sache geht. Der Schluss total nihilistisch, Wahnsinn. Also ein Film wie ein Dampfhammer. Du sitzt am Schluss da und sagst, wow, mehr davon. Also ich krieg den momentan auf ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen immer wieder vorgeschlagen und der ist bei Letterboxd durchgehend eigentlich sehr, sehr positiv bewertet. Also allein schon dieses Titelbild finde ich scheiß gruselig. Ja. Wann sollte man sich diesen Film anschauen? Zu welcher Tageszeit? Ja, auf jeden Fall abends, gemütlich auf der Couch. Aber man sollte sich wirklich gewahr sein. Eine Tasse Tee dabei, ja, mit ein wenig am Schnaps drin vielleicht. Also er erreicht jetzt nicht die Intensität von Martyrs, aber er ist ähnlich niederschmetternd. Muss man gesehen haben. Also das ist, es ist ein wenig so, wegen Body Horror ist noch mit dabei, da soll das seinem Vater ein wenig Tribut, der Brandon. Und ja, also kann man schwer erklären, ich mag jetzt nicht zu viel verzeihen, für das haben die den Film zu wenig gesehen. Und aber sollte der bei uns rauskommen, hoffentlich eben auch in einer ungeschnittenen Version,
Ansonsten wahrscheinlich über Österreich, aber halt da der Film wahrscheinlich von einem großen Label kommt, wird sich das jetzt alles noch ein wenig ziehen, bis er eben kommt. Bis da raus ist, kommt er bei uns uncut und wer kann sich den Film auch leisten. Wir eben auch gehofft gehabt, dass er im Hardline Film Festival kommt, aber der Flo hat schon gesagt, an dem Film war kein Rankommen. Er ist dann aber im Fantasy Filmfest gelaufen. Da habe ich ihn leider verpasst. Aber wie gesagt, seitdem es geheißen hat, der Film kommt auf Blu-ray raus, seitdem habe ich einen Vorbesteck gehabt, habe ihn dann eben auch gekriegt und es reut mich kein Cent. Okay. Ja, ist bei mir jetzt auch der Watchlist. Also da ist mein Interesse dann doch zu groß, als dass ich mich dann so sehr fürchten darf, dass ich mir nicht oder. Also wie gesagt, gruselig ist er ja nicht, aber hart. Gut, dann, ihr habt jetzt unsere Top 10 gehört. Uns interessiert natürlich auch, was ihr dieses Jahr so geil gefunden habt und natürlich auch eure Meinung zu unseren Filmen. Bei mir ist natürlich sehr viel Mainstream-Produktion mit dabei. Aber wie schon gesagt, wir waren beide, also zumindest ich war sehr überrascht, als ich mir dann den Filter eingestellt habe und dann festgestellt habe, what? Ich habe 14 Filme gesehen, die dieses Jahr rausgekommen sind? Alles klar. So, jetzt muss ich jetzt Top 10 draus machen. Ja, wie gesagt, das war jetzt einfach, ich hab mich auch ein bisschen hinsetzen müssen. Aber wie gesagt, irgendwas findet ihr weit, Tops und Flops gibt's immer. Und ja, und ich hoffe jetzt einfach, dass 21, ja, also eigentlich fast, ich hoffe nicht nur, aber es muss 21 eine Schwemme an Filme kommen, ob jetzt fürs Heimkino-Streaming oder eben auch, so Gott will, die Kinos wieder aufmachen, weil es ist so viel auf Halde, ja, ich hoffe einfach, dass das alles noch kommt und dass jeder Verleiher und jeder Betreiber zu seinem Geld kommt und dass das alles nicht abstirbt und man das Zeug dann eben auch nur noch streamen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass 21 das fürs Kino und für die Filme ein besseres Jahr wird. Das hoffe ich auch. Gut, dann, ich sag schon mal danke an dich, Mike. Es war eine sehr interessante, schöne Stunde und ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall ja wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich darf sogar sagen, jetzt angenommen, das geht jetzt an unsere Hörer, ihr fandet das auch ganz cool und ihr wollt vielleicht dann auch wissen, was war denn 2019 bei uns so auf der Liste, dann machen wir gerne mal so eine Sendung über 2019, weil wie schon gesagt, ich habe festgestellt, 2019 waren ein Haufen Filme dabei, die richtig, da die ganz gern drüber reden. Die mega geil waren, also Joker. Oh, ja. Und schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind jetzt seit Anfang diesen Monats bei Steady. Also jeder, der unsere Podigy-Seite besucht, wird auf Steady umgeleitet. Ihr müsst uns eine Kleingeld geben. Ihr kennt euch einfach so kommentiert unsere Beiträge, liked es. Wir gefallen uns dann natürlich drüber. Wir wollen der Community eine immer engere Bindung eingehen. Und ja, ansonsten liken, teilen, wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder in dem Jahr 2021 und dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Kani. Genau. Und dann hoffentlich hat er dann auch mal Letterboxd, dann darf er nämlich bei uns da mitmachen. Dann machen wir es zu dritt. Und ansonsten wünsche ich euch ein kurzes neues Jahr. Haut's rein und alles Gute. Genau. Guten Rutsch und viel Spaß beim Zuhören beim besten Podcast der Welt. Servus.